Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Hearthstone uff pelzig. So, ich bin jetzt auch seit dem 31.3. das erste Mal wieder online hier und mir Hände Lepra-Gnom als Rangerhalter, nicht besonders gut. Aber ich habe die Kiste des wütenden Huhns erhalten. So, dafür gibt es mitleidig 3 Mana zum Karteentwickler. Und eine neue Saisonkarte rücke Kultiras. Okay. Ja, den Endesieg habe ich dann übrigens immer nachgeholt. Und zwar das nächste Mal, als ich direkt reingegangen bin in der gewertete Modus in Spiele, hat der Spieler sofort zu Spielbeginn aufgegeben. Das war dann mein Sieg. So, der wütendes Huhn haben wir jetzt erreicht auf Rang 25, nicht so toll. Jo. Nummer 5 Spiele gewinnen, um die Saisontruhe für den April zu kriegen. Okay. Mechanisch. Neuer Kartenrücken. Sieht doch ziemlich cool aus. Belohnung für Spieler, die sich über einen PC eingeloggt haben. Siehst du mal. Oh, cool. Willkommen zu Verschwörung der Schatten. Erzmagier Vargoth. Kostet 4 Mana-Kristalle, hat 2 Angriff und 6 Lever. Spielt jetzt mit Erzmagier Vargoth. Wirkt am Ende eures Zuges einen Zauber, den ihr in diesem Zug gewirkt habt. Zufällige Zielauswahl. Na, das ist irgendwie geil. Das ist geil. Okay. Einen an der Waffe. Spielt 6 Waffen aus und Meisterschurke spielt 30 Schurkenkarten aus. Alle hopp, ich glaub, das schreit doch fast nach dem Schurke-Deck, was wir uns entwickeln. So, Kartenchaos. Haben wir ja nochmal. Eine Zufallsbegegnung am Wegekreuz in einem Mana-Sturm. Wählt eine Klasse und erhalte zufällige Karten, deren Kosten in jedem Zug neu ausgewürfelt werden. Okay, ja cool, fängt doch direkt mit super an. Und zwar fangen wir hier direkt mit dem alternative Held für die Schurkin Maiev Schattensang. Machen wir doch gleich mal hier los. Fangen wir doch gleich mal hier an. Machen das Ganze mal. Dann haben wir nämlich auch unser Kartenchaos gemacht. Und wir könnten direkt in den Genuss kommen, dass wir ja, die Schurke-Karte-Quest auch lösen, ne? Okay. China. So gewonnen. Niemand entrinnt meinem Zorn. Das ist gerade so kracht. Aller Hopf, mechanischer Welpling, Schattenwüter und ausgegrabener Raptor. Den finde ich richtig gut. Das ist eine sehr gute Karte von der Forscherliga. War das, glaube ich? Ich glaube, von der Forscherliga kam das neu dazu. Okay. Und wir haben immer mal wieder unterschiedlich hier die Mana-Kosten für die Karte. Okay, ausgegrabener Raptor. Ja, das geht leider nur, wenn ich einen todesröchelnden Diener habe. Mit euch füttere ich die Fische. Genau. Jedes Mal, wenn ihr eine Waffe anlegt, erhält diese +1 Angriff. Okay, das ist ganz cool, weil unsere Schurke-Fähigkeit ist Dolchbeherrschung. Legt einen Dolch mit 1 Angriff und 2 Haltbarkeit an. Das ist die Arena von das große Turnier. Okay, der hat jetzt extra hier seine Münze dafür verschwendet. Okay. Echo. Erhaltet eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners. Taschendiebstahl nennt sich das. Schnappkieferkriegerin. Wenn ein benachbarter Diener Schaden erleiden würde, erleidet stattdessen dieser Diener den Schaden. Das ist ganz cool. Für nur 2 Mana. Harter Panzer, harter Kern. Genau. Ja. Da können wir hier in der große Turnierarena, das war die Karte-Erweiterung damals, das war, glaube ich, das Solo-Abenteuer. So. So. Drehen wir hier noch entweder das Feuer ab. Ja. Das ist auch sehr gut, die Karte. Und klingelingeling. Okay, der ist auch ganz gut. Der Rädelsführer, der Defias, genau. Okay, ein Todesröchler haben wir leider zurzeit nichts. Das heißt, wir machen Folgendes. Mein ist die Gerechtigkeit. Aber hallo. Achtung, sie beißt. So, da machen wir nichts Großartiges. Da spielen wir jetzt nichts aus. Combo bedeutet übrigens für alle, die Hearthstone gespielt haben, dass ich eine Karte vorher ausspielen muss, damit dieser Combo-Effekt eintritt.
Zum Beispiel hier Taschendiebstahl, das wäre mit 2 Mana-Kristalle und das mit 2 Mana-Kristalle hätte ich bei 4 gewonnen, je nachdem wie viel sie im nächsten Zug kosten. Schauen wir dann mal. Nur ein Schluck. Dann gehört ihr mir. Gleich mal ein Legendary gespielt. Okay. Geringer Zauber Onyx. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener zum Aufwerten 3 Todesröcheln-Karten spielen. Nö, das finde ich gut. Das gefällt mir. Machen wir die Chefin gleich mal weg. Und so. Denn jetzt, wenn es benachbart ist, kann die mit ihrem Feuerschlag nicht draufhauen und den zerstören, sondern trifft dann die Schnappkieferkriegerin. So. Nein, ist die Gerechtigkeit. Okeli-dokeli, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und denn mit Verstohlenheit könnte man theoretisch auch neben dran, es sei denn, die macht halt was Flächedeckendes wie Blizzard. Da habe ich dann in die Hose geschissen, ne? Genauso wie hier. Ihr zittert. Gefällt mir nicht so gut. Gefällt mir sogar überhaupt nicht. Dafür ist der Diener wenigstens tot. Kampfschrei erhält +1 und Spott, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Nee, dann habe ich leider nette Drache. Aber wir machen was anderes, wie ich das. Zwar machen wir das hier. Machen hier was. Und hab das wieder durchs Echo gekriegt. Ja, das sieht gut aus. Denn jetzt machen wir hier Tschüsseli. Da lacht er. So, egal. Oh, das ging wohl auf... Oh, so habe ich das zu verstehen. Okay, das habe ich wohl falsch verstanden. Na, egal. So, ein Dolch legen wir auch noch an. Oh, Echo heißt, ich musste sofort wieder ausspielen. Okay, weil mit Echo-Karte bin ich bisher noch nicht groß geworden. Keine Ahnung. Okay, was deckt er jetzt auf? Das ist nicht schön. Sehr schade, geht hoffentlich auf meinen Bandit. Auf beide. Nicht so gut. Nicht so gut. Zieht eine Waffe aus eurem Deck. Das ist doch mal nicht schlecht. Neuer Glitzer. Hat das eine Bedingung? Nö, ich habe anscheinend keine Waffe in meinem Deck. Okay. Tja, dann machen wir den doch. Ach, wenn ich jetzt keinen Todesröchler habe. Nein, ist die Gerechtigkeit. Und einen Drache weiß ich auch nicht, ob ich dann zufällig drin habe. Und ob die pro Runde dann immer wieder neu gemischt werden, die Decks, oder ob das immer dieselbe Decks sind. Seht ihr irgendwas? Nö. Hier nicht. Hier wechselt es die Farbe vom Banner. Das gefällt mir aber nicht. Was ist denn das hier? Schimmerndes Ross. Nur ihr könnt diesen Diener als Ziel von Zaubern und Heldenfähigkeiten wählen. Das ist nicht schön. Dann machen wir doch Selles. Da kommen nämlich immer mal wieder 4 Vierer-Diener für mich raus, wenn er die Karte zieht. Und Nein, ist die Gerechtigkeit. wir machen das doch. Was macht die noch? Todesröcheln fügt eurem Helden 5 Schaden zu. Na, das ist gar nicht mal so schlecht. Die Zukunft gehört. Wieder ein Legendary, gefällt mir gar nicht. Zieht eine Karte, nachdem ihr die Karte ganz rechts auf eurer Hand ausgespielt habt. Nein! Pfui Teufel! Erblickt die Instrumente der Schöpfung. Erblickt die Instrumente der Schöpfung. Gefällt mir gerade überhaupt nicht. Erblickt die Instrumente der Schöpfung. Das gefällt mir gerade überhaupt gar nicht, wie sich das entwickelt. Aber vielleicht kriegen wir noch eine Schurke-Karte. Ja, der Handelsprinz Gallywix. Haha. Hallo, Handelsprinz Gallywix zur Stelle. Na gut. Gut gespielt. Nein, ist die Wähl mal Selbstmord. Okay. Gut, das war wohl Kacke. Das war wohl ein Schuss in den Ofen, aber immerhin, ich habe 9 von 30 gespielt. Und ich glaube, wir machen das weiter. Weil so kann ich wenigstens die Quest beenden. Und ihr seht einmal was Neues. Ne? Da sehen wir wenigstens einmal Schurke-Deck. Und wie so Schurke-Karte aussehen können.
Allerdings bin ich für Hearthstone etwas zu blöd, um Schurke zu spielen. In Warcraft habe ich tatsächlich, in WoW habe ich tatsächlich meinen höchsten Charakter als Schurke. Alef gegen Uta. Uta, allerhaupt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Dann macht das mal. Niemand entrinnt meinem Zorn. Mindestens. Wilde Wadenbeißerin, Lebensentzug, Hotze und Kampfschrei verursacht einen Schaden. Echo fügt einem Diener 2 Schaden zu. Fieser Trick. Das ist gar nicht mal so schlecht hier, die Anfangshand. Behalten wir gleich mal. Okay. Das ist gar nicht mal wirklich die schlimmste Kombi. Damit kann man was anfangen. Entweder braucht mein Gegner ewig lang oder ich habe mal wieder irgendeine Internetschwächelverbindung. Sehen wir dann. Komm schon. Komm, ich will loslegen. Also entweder hängt es wie gesagt am Gegner oder an meiner Internetverbindung. Das kann ich gerade nicht sagen. Aber wenn du noch steht, Gegner wählt noch aus, kann es natürlich sein, dass der Gegner ein bisschen am Laggen ist. Und man hat dann immer nur eine gewisse Zeit, bis es dann eigentlich direkt wieder weitergeht. Wenn man jetzt am Anfang zum Beispiel hängt mit der Internetverbindung, wie das bei ihm möglicherweise sein könnte, dann wird es einfach so bestimmt, ohne dass man was großartig auswählen kann. Na gut. Seid gegrüßt. Kann natürlich auch sein, dass der jetzt wirklich Probleme mit seiner Internetverbindung hat und deswegen jetzt alles auf Standby ist. Vielleicht holt er sich ja nur gerade Butterbrot oder sonst was und hat deswegen die Anfangssache verpasst. Weil dann läuft nämlich hier seit Zündschnur ab, wenn er gewisse Zeit nicht dran war. Und dann bin ich direkt am Zug. Okay, was fangen wir dann eigentlich an? Mit was hier? Ich würde sagen, machen wir doch mal die wilde Wadenbeißerin direkt am Anfang. Indem wir die Münze noch ausgeben dafür. Kabum. Okay, es lag mal ausnahmsweise nicht an meiner Internetverbindung. So. Und durch das Lebensentzug, ja, okay, der hängt wohl wahrscheinlich wirklich irgendwo fest und ist nicht am PC, weil sobald er beim ersten Mal verschnarcht hat, läuft beim zweiten Mal schon die Zündschnur ab. Okay, dann spielen wir trotzdem so viel. Ah, da ist er ja. Gut. Seid gegrüßt. Sagen wir nochmal Hallo. Ruft 2 Welplinge 1-1 dabei, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Hat er allerdings nicht gehabt. Das war ein Fehler. Haben wir Entschuldigung oder sowas? Nee, okay. Na gut, dann hier. Auf nach Norden! Sieg oder Tod! So ein klassischer Mülleimer-Paladin. Sieg oder Tod. Agentum-Kommandant. Ja, ja, so sind sie drauf. Immer diese Mülleimer-Paladine. Zieht 2 Diener mit einem Angriff aus eurem Deck. Sorry für jeden, der mir aus dem Lab möglicherweise zuguckt und einen Paladin verkörpert. Sternstunde! Aber ich persönlich bin einfach kein Paladin-Fan. So, fügt allen Feinden 7 Schaden zu, wenn 3 Diener mit 7 Leben kontrolliert. Okay, ist hier nicht der Fall. Kampfschrei verursacht 1 Schaden. Dann machen wir doch mal Folgendes. Wir machen den hier, fügt 2 Schaden zu. Da ist er wieder. Dann können wir nämlich Mülli den Müllmann drauf losjagen. Sieg oder Tod! In dem Fall Sieg und Tod. So, Dilla. Jetzt ist mein Echo fort, aber dafür war er uns hilfreich. Gut, der macht einen Kampfschrei mit M-Schade. Der ist eine allgemeine Karte. Schurke-Karte habe ich nur die hier. Und für den Gammeldiener würde ich das gern rausschmeißen. Schwindet. Doch wir kämpfen noch. Okay. Doch wir kämpfen noch. Allerhopp. Kampfschrei erhaltet eine Klingenblüte auf die Hand, die einen Schaden verursacht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Machen wir. Dann können wir nämlich... Was können wir dann? Einmal hier. Die machen wir so platt. Dann... Könnte man den noch drauf? Nee, wir machen was anderes. Schilde hoch. Desto machen wir. Dann... Tja... Machen wir das hier. Und wir lassen jetzt mal unser Diener sein, damit die im nächsten Zug nicht angreifbar sind. Dann riskiere ich halt die 3 Schaden, oder falls er sein Diener aufpusht, riskiere ich den maximierten Schaden. Es sei denn, er macht jetzt wieder was Flächendeckendes, Hässliches.
wie Weiher oder sowas. Das wäre jetzt natürlich ziemlich hässlich. Ih. Oder so einer. Ja, die sind auch nicht schön. Okay. Zusätzlich zieht er noch Karte bei derer. Legt euch nicht mit Zauber an. Okay, wir müssen durch die Spottis durchkommen. Das wird eine hässliche Sache jetzt. Okay. Gut, machen wir Folgendes. Affekopf. Und wann macht er das? Ah, bei Inspiration, wenn ich mal Heldefähigkeit einsetze. Tja, wir brauchen aber gerade das hier. Ich mag Murlocs. Die sind so niedlich wie köstlich. So. Okay. Den kriegen wir nicht platt. Ich kümmere mich drum. Aber ein bisschen was konnten wir aufrahmen. So, dann schauen wir doch mal, was der uns bringt. Ich spiele immer zu viel Karte aus, merke ich schon. Das ist immer so mein großes Problem. Ich spiele immer zu viel Karte aus, statt einfach mal zu riskieren, auf die Schnauze zu kriegen. Okay, das macht für alle 2 Schaden. Das ist ziemlich gut, sogar für uns. Okay. Gut, wir können ein bisschen was reißen. Der ist auch geil, der eiserne Sensei, aber ich habe keine andere Max mehr im Repertoire. Wir machen Folgendes. Ich kümmere mich drum. So. So. Dann hau mal auf die Kacke drauf. Holt er den Kumpel? Ist da. Nein, ist die So. Gerechtigkeit. Gut, war jetzt wahrscheinlich auch nicht die beste Art hier zu agieren, aber ich möchte auch noch ein paar Schurke-Karte ausspielen, damit ich wenigstens in der Quest weiterkomme, ne? Okay. Kleibissel habe ich die Reihe gelüchtet. Okay. Der Kampfschrei konnte wohl nicht ausgespielt werden. Murloc der silbernen Hand. Okay. Alle hopp, dann schauen wir doch mal, was er jetzt macht. No. Und wie die aussehen. Die sind so goldig, die kleinen Murlocs. Okay, wir sind ziemlich beschissen dran. Dr. Bumm ist natürlich cool. In seinem Labor sind wir auch gerade von der Arena. Ja, und diese Art zu lachen spricht schon für einen sehr sympathischen Typ. Da würde ich mal sagen, wir rahmen noch ein bisschen auf. Und wir wählen mal wieder Selbstmord. So, tja, dafür, dass er am Anfang nicht da war, hat er ordentlich auf die Kacke kauen, der Kumpel hier. 15 von 30 haben wir noch, also wirklich Spaß, also... Da ist es, so. Okay, circa 10 Minuten haben wir auf jeden Fall noch dicke Zeit für 30 Minuten Episode. Dann würde ich sagen, heute hauen wir nochmal richtig auf die Kacke mit Schurke. Und sobald das Kartenchaos beendet ist, bauen wir uns mal ein Jägerdeck, weil auf Jäger hätte ich richtig Lust. Du haben wir's, jo. Dann bauen wir uns nämlich ein Deck mit Rexa. Lass die Jagd beginnen. Mindestens. Niemand entrinnt meinem Zorn. Okay, Kampfschrei mutiert, das ist gut. Zum Schweigebringen ist auch nicht schlecht. Kampfschrei mischt eine Bombe in das Deck eures Gegners. Wenn sie gezogen wird, verursacht sie 5 Schaden. Geil. Gut, behalten wir, da die Mana-Kosten hier immer mal wieder abgeändert werden. Mit viel Glück ist die am... Jawohl, ist die am ersten Zug dran. Perfekt. Seid gegrüßt. Soll ich die Bombe platzen lassen? Ja, bitte. Lass die Bombe platzen. Dann haben wir noch der Feendrache. Kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Der Klassiker im Prinzip. Und Mutantenkarten sind auch immer gut. Pterodax, Junges. Höhlenhydra. Dieser Diener fügt auch den benachbarten Dienern seines Ziels Schaden zu. Das ist nicht gut. Groll der Hai. Kampfschrei. Frisst einen Diener aus eurem Deck und erhält seine Werte. Todesröcheln erhalte den Diener auf die Hand. Okay, riskieren wir es doch gerade mal. Ihr seid heiß. Ui. Okay, das ist ziemlich geil. So, jetzt haben wir ein bisschen aufgerahmt. Das ist ziemlich geil.
und die Werte wurden absorbiert, ne? Plus 3 war man dann bei 5 und plus 4 war man dann bei 6. Ja, cool. Cool. Jetzt haben wir einen ziemlich guten Diener auf der Hand. Sieht auch ziemlich cool aus. Grall, der Hai. Oh, der ist vergiftet. Der ist nicht gut. Das passt. Dann machen wir doch Folgendes. Und hier. Und noch einmal drauf. Nein ist die Gerechtigkeit. Vernichtet einen legendären Diener, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Das kann auch nicht schade. Haben wir nämlich einen Drache auf der Hand. Ich muss mal als AMA-Hörer, was die neue Karte, die ich noch nicht kenne, so verzählen. Der ist von Blackrock, Renn Schwarzfaust. Das war vom 2. Hearthstone-Abenteuer. Blackrock Mountain, a Hearthstone Adventure. Da war der Trailer, ach so geil. Gerade diese Passage, die ich jetzt so wunderbar gegrölt habe, hatte ich Ewigkeit als Ohrwurm im Kopf. Okay, ruft 2 Wölfe 3-3 herbei, zum Aufwerten ein Geheimnis ausspielen. Kann er wahrscheinlich, oder? Oh, okay. Meine Augen sind offen. Okay. Todesrechnen erhaltet eine Münze auf der Hand, finde ich nicht so gut. Und dann warten wir, bis der ein Legendary ausspielt. Dann machen wir erstmal hier. Und dann lassen wir mal den hier mutieren, weil zufällige Wildtiere möchte ich nicht, dass er die kriegt. Und der mutiert bitte mit plus 3 Leben. So. Dann machen wir nochmal als erstes. Rahmen wir mal auf. Der wird jetzt wahrscheinlich mein Legendary platt machen und erhaltet einen Diener, erhaltet den Diener auf die Hand. Das war dann mein Nerv-Mac. Ich weiß es gar nicht, was es für einer war. Der große Spott-Mac auf jeden Fall. Ach ja. Mac-Deck ist natürlich auch cool, wenn man lauter Maschine im Prinzip dann drin hat und darauf aufbaut. Das kann auch ziemlich cool sein. Da ist er, genau. Psychotron, Spott um Gottesschild. Ja, das ist ein ziemlich geiler Legendary, muss ich sagen. Denn da fehlt auch immer wieder irgendwas Tolles ein. Oh, jetzt hat er 2 Bombe im Prinzip drin. Sein Fluch, der 7 Schade macht. Und meine Bombe von meinem ersten Diener, wo ich ausgespielt habe, der 5 Schade macht. Todesröcheln ruft eine 1-1-Kopie eines Dieners aus eurer Hand herbei. Kann nicht schlecht sein, machen wir aber erstmal den hier. An dem muss er jetzt nämlich erstmal vorbei. Dann machen wir den Ach. Monster hinter dir! Und dann gehen wir erstmal so auf der Held drauf. Jo, du hast die Bombe. Sehr schön. Guterle. Sieht relativ gut aus für uns. Und ich möchte die Episode eigentlich auch gerne beenden, indem ich wenigstens noch einen Sieg erringe. Das wäre nicht schlecht. Fügt einem Diener und seinen benachbarten Schaden 2 Schaden zu. Ja, schade. Und Verstohlenheit. Okay. Gut, zieht 4 Karten. Das ist sehr gut. Die kosten normalerweise sehr viel Mana. Okay, was haben wir Schönes noch? Lotus-Assassine. Verstohlenheit. Erhält jedes Mal Verstohlenheit, wenn ein Diener angreift und vernichtet. Das ist cool. Der vielgesichtige Echo-Kampfschrei erhaltet einen zufälligen legendären Diener auf die Hand. Na, geiler Scheiß ist das. So, den machen wir erst einmal. Der soll nämlich bitte seinen Nevedra niedermachen. Dann machen wir den hier. Pirat kontrollieren wir nicht, aber der vielgesichtige spielen wir mal aus. Wir sind alle. Todesröcheln, legt alle Drachen aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Drachenlord Todesschwinge, ja geil. Vielen Dank. Und Deathwing ist, wie ihr vielleicht sehen könnt, mein Hearthstone oder beziehungsweise Warcraft Lieblingscharakter. Ich mag Todesschwinge. Deathwing ist einfach nur cool. Der wahnsinnige Ultra-Drache des Todes. Ach ja. Ich denke, damit dürfte man aber Howard C. Schade können wir reißen. Gut, was ist das für einer Kampfschrei? Dieser Diener hält +3/+3, wenn er allein auf dem Schlachtfeld ist. Gut, der haut jetzt raus, was er kann. Seucheninjektor ruft einen giftigen Schleim mit 1-1 mit Eifer herbei.
Okay, ist der legendär? Nö, ist er nicht. Okay, hätte mich ja gewundert, weil... Aber einfach nur, weil ich einen Drache habe. Okay, dann machen wir das hier. Oh, ich liebe Deathwing. Okay, dann... Niemand sieht den Jadelotus kommen. Mindestens. Vorsicht. So, dann rahmen wir mal ein bisschen auf. Ender können wir nämlich auch noch ausspielen. Braucht ihr was? Reinfallen! So. Wir kommen auf jeden Fall bei ihm durch. Wenn er sich jetzt nichts einfallen lässt, dann dürfte ich gewonnen haben. Und dann sind wir auch locker zwischen 20 und 30 Minuten bei der Episode. Das passt alles. Für Knomerigan. Finde ich immer gut. Okay. Gut gespielt. So, dann würde ich da, wenn du nicht aufgibst, Gnadenstoß verpassen. So, passiert doch nichts. Na komm schon. Gib auf. Also, beende wenigstens den Zug. So. Okay. Alle Hopf, dann gehen wir jetzt nochmal durch. Unverletzter Charakter mit 5 Schaden. Ja, machen wir. Einfach nur damit wir auch die Schurke-Karte spielen. So. Und... Gut gespielt. Sehr schön. Perfekt. Mitte April verfügbar. Jetzt haben wir eine Packung für das Aktuelle, für die neueste Erweiterung gekriegt. Das finde ich natürlich ziemlich geil und löblich. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, 26 von 30 Hämmer. Das heißt, in der nächsten Episode können wir auf jeden Fall die Quest Meisterschurke beenden, was dann 60 Gold gibt. Und einen an der Waffe mit Spiel 6 Waffen ausmachen wir auch. In der nächsten Episode beenden wir das. Dann machen wir uns ein Jägerdeck und gehen an die Quest ran im gewerteten Modus. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Wird wieder lustig. Iron Yankee.